Naja, zumindest können wir uns jetzt auf die Liga konzentrieren. Wir haben keine Probleme mehr mit FA Cup oder Europa League. Hat natürlich auch was Positives. Aber auf jeden Fall greifen wir nächste Saison dann wieder richtig an. Denn wir wollen natürlich auch mal einen Titel gewinnen. Gibt es denn eigentlich schon mal Interessen an unsere Spieler? Gokona. Wir kriegen den nicht weiter. Den TOT möchte ich weiterhauen. Aber keine Sau möchten. Ich hoffe, es ritzt noch einer. So, jetzt geht's gegen wen? Wigan Athletic. Gut, die sollten normal kein Problem sein. Außer sind unsere Spieler schlecht. Und in dem Fall sind sie es. Oh je, wie machen wir denn das? Machen wir so, pass auf. Offensiv, dann bleibt der Ronaldo allein vorne. TOT eine. Der da aussieht. Als Ersatz stellen wir dann mit CC eine. Gut, so machen wir das. Verteidiger losen wir. Ja, die losen wir so. Oder obwohl, damit den vielleicht nur aussah. Und die anderen spielen mit 5 Verteidiger. Sehe ich das richtig? Dann spielen wir da wieder mit langen Bällen und ab geht's. Ja, ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn wir titellose Saison abschließen. Zudem wir ja nicht der Oberfavorit waren. So, Watson. Ja, Foulspiel von hinten zählt irgendwie gar nicht. Scheinbar nicht. Dodo. Di Santo. Oscar, ja, links vorbei. Wie gesagt, das ist ein Rechtsfuß. Und mit links hat er es überhaupt nicht drauf. Und das sieht man dann auch bei seinen Torabschlüsse. Vielleicht bessert sich das noch, wenn er sich weiterentwickelt. Und Abschlag gibt's. Aber einen kurzen. Denn so können wir in Ruhe das Spiel von hinten aufbauen. Hatte ich ganz sicher, wie ich gemeint habe. McCartney auf Di Santo. Von flitzt dann umeinander. Und es gibt die Gelbe gegen wen sonst? Natürlich gegen TOT, unser Kartensammler. Und ich hoffe, wir kriegen den jetzt dann im Sommer endlich weiter. Oh, das war ganz knapp. Ja, Wigan Athletic druckt drauf, die möchte nämlich ein Tor schießen. Verständlich. Das wollen wir allerdings auch und das werden wir ihnen gleich beweisen. Kone, McCartney, Di Santo.
Ja, abseits. Ja, und das gibt den Elfmeter. Und Ronaldo liegt verletzt am Boden. Es ist unser einziger fitter Spieler. Ich hoffe, der hat sich jetzt nichts da. Ansonsten haben wir nämlich einen Ausfall. Und den hat es richtig erwischt. Und muss sogar behandelt werden. Lassen wir Ben auch verschießen. Ich sage, wir lassen einmal einen Oscar schießen. Der hat sich das verdient. Und macht das hoffentlich auch richtig. Ansonsten darf er nicht mehr schießen. Ja. Also 1-0 für Newcastle. Per Foul-Elfmeter. War die richtige Ecken. Denn der Torwart ist woanders gesprungen. Wie schaut es jetzt mit unseren Stürmer aus? Der ist immer noch draußen. Und er kommt wieder topfit zurück. Wunderbar ist es. Denn so viele Spieler hätten wir nämlich nicht zur Auswahl. Also wenn sie der mal richtig verletzt. Ja. Und da fällt der Ausgleich durch Watson. Das war jetzt aber etwas leicht für den. Dodo tanzt vorbei, der andere grätscht vorbei. Der Torwart tut irgendwie auch nichts. Den hätte er eigentlich haben können. Naja, also liegen wir wieder auf gleicher Höhe. Das heißt, es geht wieder von vorn los. Aber wir haben ja Oscar 2-1. Also der kann es natürlich aus dem Spiel aus. Und somit führen wir wieder. Der Trainer schreit einen Schiedsrichter voll. Vor Freude. Watson wieder. Dodo. So, jetzt kennen wir uns, die Blauer. Wo ist denn Dodo? Rennt der nochmal hier hinten? War nicht schlecht, wenn er käme das. Ist er schließlich seine Position da hinten. Kabay. So, Gutierrez am Flügel. Ah, das war nicht so gemeint. Ich wollte eigentlich einen Ronaldo ausspielen. Kleines Missverständnis. Oh, Coloccini am Flügel. Was treibt denn der da? Oscar. Diesmal ist er gestoppt worden.
Und wieder Kabay. Ja, jetzt schießt Oscar den anderen in die Fresse und hat einen Eckball raus. Ich glaube, das ist der erste. Wie viel hat er gesagt zum Nachspielen? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Achso, er pfeift schon ab. Gut, zur Halbzeit führen wir 2-1 durch zweimal Oscar, der ganz gut spielt. Und ich glaube, ich wechsle gleich aus. Und zwar dann mal Florenziani für Tiote, weil der schon wieder gelb hat. Und der, wenn wir nicht auswechseln, kriegt der bestimmt die rote. Das kennen wir ja schon zu gut. Haben wir schon ein paar Mal miterlebt. So, also wenn wir so weiterspielen, dann können wir da auch als Sieger vom Platz gehen. Oh, da ist er wieder, Oscar. Gut, jetzt wird abgeschirmt. Den erwischst du nicht, die Santo. Achso, es war Foulspiel, abseits. Kone. Kabay, Santon. Ben Afa, ach, der ist später. Immer Runde aufgeholt. Oscar wuselt sie durch die ganze Abwehr. Wird aber beim dritten Mann dann aufgehalten. Ja, das wollte man schon zum Zaubern anfangen. Wieder ein Tick zu spät. Also wenn wir nächstes Mal etwas früher machen, dann kommt der Punkt genau an. Und wir warten in einer guten Schussposition. Aber im Eifer des Gefechts denkt man nicht dran. So, und auf der anderen Seite folgt der Ausgleich. Ja. Außen nichts außer. Und zwar die Santo. Das muss man nochmal anschauen. Die Flanke, die war aber auch nicht so gut geschossen. Eigentlich irgendwie reingehaut. Und den anderen auf den Fuß gefallen. Ja, somit steht es wieder 2-2. Müssen wir natürlich dringend ändern. Das Ergebnis gefällt uns natürlich nicht so. Aber die anderen brauchen natürlich auch Punkte. Denn ich weiß nicht, wo stehen. Vielleicht kämpfen sogar mal noch Klassenerhalt. Aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Denn wir wollen ja schließlich nächste Saison international spielen. Oh, jetzt dran ist er noch. Jetzt brechen wir irgendwie ein. Watson. Der schluckt zum zweiten Mal zu. Ja, jetzt ist natürlich die Hölle los. Das hätte ich nämlich nicht erwartet. Ja, jetzt haut es natürlich nicht mehr so hin, wie wir geplant haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wenigstens noch einen Punkt kriegen.
Wo ist denn eigentlich Ronaldo? Der ist eigentlich in guter Form, aber ich sehe ihn vorne irgendwie gar nicht. Ja, Oscar wird abblockt. Wieder, also Oscar ist viel öfters am Bullen von hat. Also am Bullen dran, als Ronaldo, der eigentlich der Stimme ist von hat und für die Tore verantwortlich ist. So, der Italiener kriegt noch gelb. Wegen Foulspiel. Ja, das wird wieder so eine unnötige Niederlage, die wir gar nicht nötig gehabt hätten. Ach, Watson geht raus, Gott sei Dank. Dann schießt zumindest schon mal keine Tore mehr bei denen. Na, wieder etwas zu spät. Aber mir dürft schon aufrücken, also so ist sie nicht. Ein sehr schönes Foul und gelb natürlich für Santon. Aber ich glaube, es wird wirklich eine Niederlage geben. Außer es passiert noch Wunder. Ein nur für Wigan. Oder Wigan, keine Ahnung, wie die sie nennen. Also der Santon lässt da hinten ziemlich die Tür fort. Am Flügel. Und lässt da dann immer gerne durchflitzen. Ist natürlich nichts so gedacht. Ja, Ronaldo. Der ist halt irgendwie neben der Spur, Seitenfoul. Florenzi. Da können wir nicht durch. Überhaupt nicht, weil wir überhaupt in keiner guten Verfassung mehr sind. Seitenrückstand. Hampeln wir nur noch dahin. Ja, und somit verlieren wir. Ja, der Kampfgeist war viel mehr bei Wigan Athletic. Und die haben dann am Schluss also mehr gezeigt. Und haben das auch verdient gewonnen. So, was haben denn die Gegner drin? Arsenal hat wieder gewonnen, das heißt, die haben wieder aufgeholt. Everton hat verloren, das ist natürlich gut. Wir plumpsen mit over auf Platz 6. Denn Aston Villa zieht jetzt vorbei. Es war unsere 9. Niederlage. Also wenn wir nächste Saison vielleicht weiter mitmischen möchten, müssen wir weniger verlieren. Jetzt kommen die Hotspurs. Na, das wird lustig. Gegen die haben wir nämlich verloren im Hinspiel. Theoretisch gesperrt. Ich denke, der fällt uns nicht so zu sehr.